Sanfter tönt ein Jammernton, angestimmt vom Weinensohn. Hört ihn dort ja traurig klagen, die Taten alter Tagen. Hört ihn dort ja traurig klagen, die Taten alter Tagen. Jung war er, als er aufbrach und sich sehnend wegbegab, weit von lieber Mutters Brust und des starken Vaters Schutz. Ja, er wollte raus mit Lust, zu entdecken war sein Schluss. Leben wollte er umwandern, bald das alte Haus kam abhanden. Leben wollte er umwandern, bald das alte Haus kam abhanden. Bald er vieles hat gesehen, doch er wollte mehr und mehr. Darum zog es ihn zum Heere, denn es hieß dort Krieg und Ehre. Schnell lernt er die Kampfesart, Wucht und Schlag, hart auf hart. Als das Heer zog in die Länder, war die Tragik nicht zu ändern. Er verbrannte Land und Gut, Mensch und Tier im Kriegeshut. Denn in Schrecken da fand er Freude, sein ersehntes Ziel, das Neue. Seiner Tat erschrickt, glühend Haus im alten Bilde, dem Sohn schwinden bald die Sinne. Glühend Haus im alten Bilde, dem Sohn schwinden bald die Sinne. Sanfter tönt ein Mann, angestimmt vom Weinensohn. Hört ihn dort ja traurig klagen, die Taten alter Tagen. Hört ihn dort ja traurig klagen, die Taten alter Tagen. Kann ich euch denn helfen, werter Herr? Danke, nein. Ich brauche keine Hilfe, werte Nonne. Seid ihr euch denn da auch wirklich sicher? Auch einer, der verwirrt ist, kann entschlossen in sein Verderben laufen. Das hätte ich mit Sicherheit nicht gewusst. Ihr habt meinen Dank. Wie wundervoll! Gott wird es euch danken. Hier, die Karte. Möge euer Weg so klar sein wie diese Linie. Die Vergangenheit verschwimmt manchmal nur zu gerne mit der Wirklichkeit. Zufriedenen Tag wünsche ich noch. Euch auch, euch auch. Doch bevor ihr geht, darf man euch noch nach dem Namen fragen? Den habe ich schon lange nicht mehr.
dachte ich mir. Das wird nichts. Ihr habt euch sicher verlaufen. Geht! Nein, ich bin eben tatsächlich am richtigen Ort. Was sucht ihr denn bei uns, armen Teufel? Fürchtet euch nicht vor mir. Ich will euch nichts tun. Ich will euch nur anhören. Ihr wisst etwas, das ich erfahren will. Na gut, wir sind ja bloß Abschau. So fragt. Exzellent. So sagt mir doch alles, was ihr über den Hexenmeister wisst. Unheiliger! Nichts Gutes kommt von euch. Geht! Darüber können wir euch nichts sagen. Wo Furcht herrscht, herrscht auch meistens Kenntnis. Fürchtet ihr euch zu sprechen? Wer solche Dinge kennen will, steht vor Gott tiefer als wir. Das bedeutet mir nichts. Seid still, sprecht. Sonst werdet ihr leiden. Lass uns diesen Dämon tilgen, damit der Vater uns ins Licht nimmt! Haltet ein! So stoppt! Verzeiht, Nathan, wir wollten eure Ruhe nicht trüben. Dir soll vergeben sein, Noah. Möge dir auch Nero vergeben. Nun zu euch, Suchender. Was treibt euch zu uns und was lässt meine Männer in solchen Wahn verfallen? Ihr wirkt mir mehr von Vernunft als solche traurige Bande. So sagt mir, ohne gleich in die größte Furcht zu verfallen, alles, was ihr über den Hexenmeister wisst. So ist hier wahrlich der Teufel los. Gnade dem Gnade gediene. Jetzt fangt mir doch nicht auch so an. Ihr wisst genug, um mir zu helfen, doch verweigert ihr euch so memmenhaft. Wer über den finsteren Zauberer spricht, der wird mit ihm in der finsteren Hölle landen. Wir haben nicht viel hier, doch verspielen wir das Los des Herrn nicht. Dann ist euch das Leben eurer Gefährten wohl weniger wert als das Los Gottes? Barbar, unser Leben ist bereits winzig hier. Der Tod ist für uns alle nur Erlösung. Aber Nathan! Sohn einer Hündin! Mir fehlen die Worte. Wie kann des Menschenherz nur so kalt und hart sein? Dient mir bloß zu meinem Zweck. Seid ihr nun gewillt zu sprechen? Ihr seid wie er. Euer grausames Morden macht euch zu Brüdern. Solchen Monstern habe ich nichts mehr zu sagen. Nicht wahr? Ihr war nicht immer so. Es scheint, dass ihr nun wieder am Anfang seid. Wollt ihr immer noch keine Hilfe annehmen? Ihr könntet mir nicht helfen, schlichte Nonne. Ihr würdet keinem wie mir helfen, wenn ihr von meinen schrecklichen Taten wisst. Geht, es ist vorbei. Gewiss schrecklich sind eure Taten, doch spiegeln sie bloß eure innere Suche wider. Wieso folgt ihr mir eigentlich, Nonne? Wollt ihr mich belehren und in Gottes Licht rücken? Ich brauche bloß Abwechslung, Spannung und Nervenkitzel. Ich schrecke vor nichts zurück und niemand ist mir gewachsen. Dieser Hexenmeister scheint mir einfach zu fern. Such mir ein anderes Ziel. Genug. Ich gehe zurück. Wie schade.
Ihr beide hättet so gut zusammengepasst. Wie? Jetzt, wo ihr meine Verzweiflung seht, redet ihr über den Hexenmeister. Man redet hier nicht gerne über ihn. Es soll einen in die Ungnade von Gott rufen. Vielleicht ist ein toter Hexenmeister besser als ein Verschwiegener. Aber er wandert gewiss genauso mordend und suchend wie ihr durch diese Wälder. Dann sagt mir, wo finde ich den Zauberer? Geht diese Straße entlang. Dort findet ihr einen alten Trampelpfad. Bei dem alten, verworrenen Baum habt ihr seine Ritualstelle gefunden. So blieb doch noch ein wenig Hoffnung. Ich danke. Jetzt zauberst du also. Ich hab Geduld. Hey. Hey. Wach auf! Ich bin der schwarze Wächter. Du schläfst unter meinem Baum. Wirst nun an meiner Macht untergehen. Es ist ein Traum. Ihr könnt mir hier kein Leid zufügen. Durch Zauberei verfließen Träume zu Geist. Seid gewahr. Du hast hier keine Macht. Genauso wenig wie dein Stab. Es war einmal eine Tochter eines Handelsmanns. Doch in der Blüte ihres frischen Lebens zogen plötzlich finstere Wolken auf. Und es begann zu regnen. Im strömenden, kalten Regenguss ergoss sich langsam Krieg und Verderben über die goldenen Bilder einer wundervollen Zukunft. Das schöne, unschuldige Kind erahnte in der grausigen Flut das Leid noch nicht, denn sie war jung. Bald sollte ihr Vater eingezogen werden, denn der Krieg brauchte stets Männer. Die arme Tochter verfiel in tiefe Trauer, als sie davon hörte, und flehte den Vater an, bei ihr zu bleiben und mit ihr in den Frieden zu flüchten. Doch der alte Händler war ein guter, treuer Mann und stand für sein Vaterland ein. Doch die Furcht lähmte das tragische Mädchen und sie weinte darum, dass der Krieg ihren Wohlstand und ihren Vater nehmen wird. Und so schlich sie sich in der Nacht, bei Blitzen und Donner, zum ruhigen, schlafenden Vater und nahm ihm, damit er es nicht im Kriege verlieren würde, sein Leben. So sei er wenigstens in Ruhe gestorben, sprach sie voller Leid zu sich. Doch tief in ihr verdorrte langsam und qualvoll ihr Herz, und während sie noch Tränen überströmt über des Vaters Leiche lag, beschloss auch sie zu sterben.
Sind wir beide nicht zwei verlorene Seelen? So tief geliebt von schauriger Gewalt? Ihr habt mich so sehnlich gesucht. So trefft mich bei Tagesanbruch am Waldesrand. Ich kann euer Suchen endlich beenden. Ihr habt gefunden, wofür ihr hierher kam. Ja, das habe ich. Ihr könnt mich wohl nicht aus den Augen lassen, Nonne. Da habt ihr recht. Doch so viel Hoffnung liegt in euch, dass ihr diesem Schrecken ein Ende macht. So? Ihr kämpft und sucht ruhelos. Auch seid ihr sehr talentiert. Die Welt kennt genügend talentierte und tapfere Krieger. Warum traut ihr mir solch Unmögliches zu? Ihr seid der Hexenmeisterin sogleich. Vielleicht braucht es eure Kälte und Härte, um sie zu besiegen. Vielleicht kommt die Erlösung nur, wenn zwei so verlorene und vergessene Menschen, wie ihr es seid, sich finden. Bevor ich gehe, sagt mir noch eins, Nonne. Wieso wisst ihr als Einzige so viel über die Hexenmeisterin? Ach, man kriegt als Nonne so viel mehr mit, als ihr es euch erdenken könnt. Spricht denn unsere schöne Welt nicht andauernd? Ich habe meine Bestimmung erfüllt. Stellt euch nun der eurigen, Hildebrand. Woher kennt ihr diesen Namen, Nonne? Es gibt ihn schon seit langem nicht mehr. So ist es also. Lass mich dem stellen, was kommt. Dann habt ihr euch also entschieden, euch eurem Tod zu stellen? Ihr unterschätzt mich. Ich bin hier, um euer trauriges und verworfenes Leben zu beenden. Wie lächerlich. Ihr seid doch genau gleich verloren. Ein Mann ohne Bestimmung. Nun gut, ich bin wohl doch nicht schneller. Schade um das Geschick, das mit eurem Tod vergeudet wird. Ich bin vergnügt! Seit langem habe ich schon nicht mehr so gekämpft. Ha! Es ist vorbei! Niemand entkommt mir! Ah! Mit eurem überlegenen Getue. Ich spreche diese Maske aus eurem Pfui! Ihr sollt nicht über Masken reden, wenn ihr euch so feige hinter dem Schleier von Magie und Zauberei versteckt! Seid ihr ein solch lebensmüder Mann, um sich dem Unmöglichen zu stellen? Was treibt euer Geist hinter diesem kühlen Gesicht? Nichts als pure Lust! Sag ich. Lust zu verdrängen und zu vergessen. Ihr flieht vor eurer Vergangenheit. Spricht die Wahrheit, aber tadelt nicht, wenn ihr selbst nicht anders seid. Oh, was versuchte ich zu vergessen? Was wollte ich verdrängen mit all meinen schrecklichen Taten? Ich lebte doch so glücklich. Was trieb mich dazu, so dumm zu handeln? Ihr trauert euch selbst nach?
Mein altes Leben verworfen im Krieg. Mein vergangenen Geist, der starb mit dem Kriegsende. Ich habe mir eine neue Existenz aufgebaut. Doch dabei so viel verloren. Ich bin kein Mensch mehr. Ich versuche mir die Tage nur noch mit Taten zu füllen, um das Gefühl von Inhalt zu bekommen. Wie viel habe ich gelogen? Wie viel habe ich verdorben? Wie viel habe ich verraten? Wie viel habe ich gemordet? Wie viel habe ich verspielt? Cool. Bitte lass mich aus meiner Misere gehen. Sie hat ihre Rolle gespielt. Sie musste hin. Jetzt fehlt nur noch meine.